Okay, ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Pause von LiveNet. Das geistliche Pausenbrot hören wir heute von Rachel Stössel. Das ist für mich eine langjährige Weggefährtin so in diesem christlichen Kuchen. Und ich freue mich sehr, was sie uns beizutragen hat. Sie ist Teil der Geschäftsleitung von Campus für Christus Schweiz und leitet dort den Bereich Kommunikation und Marketing und ist also eine versierte Person im Umgang mit Worten. Ich erinnere mich an Aussagen von ihr und auch ihrem Mann Martin Stössel, dass es da auch darum geht, dass Christen immer wieder sprachfähig gemacht werden, auch ein Anliegen von LiveNet natürlich. Und ja, sie haben ja Alpha Live geleitet viele Jahre und da sehr viel beigetragen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Rachel, und wir freuen uns jetzt auf dieses Pausenbrot mit dir. Vielen Dank, Beat, für diese nette Einführung. Ja, wir sind schon lange unterwegs miteinander und ich habe auch heute Verse genommen, die mich schon ein Vierteljahrhundert begleiten. Und zwar stehen die im Psalm 16, Verse 5 und 6. Da heißt es, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich weiß nicht, welche Worte dir da hängen bleiben. Ich habe lange an diesem fruchtbaren Stück Land studiert und nachgedacht und immer gemeint, das sind so eine Liste von Dingen, die in mein Leben gehören, sei das eine gute Arbeitsstelle, ein liebender Ehepartner, eine starke Familie, eine gute Ausbildung, die zu mir passt, Gesundheit, genügend Finanzen, vielleicht auch mal schöne Ferien und habe so immer wieder gedacht, das ist das Land, oder, das Gott für uns bereithält. Und ich denke, das sind alles legitime Bedürfnisse, die wir haben, die uns Gott ja geben will in unserem Leben. Aber was passiert, wenn diese Dinge nicht so kommen, wie wir denken? Was ist, wenn das, was ich gedacht habe, sei mein Recht in meinem Leben, nicht auf diesem Land zu finden ist? Hat mich dann Gott übersehen? Habe ich etwas falsch verstanden? Ist die Leben in Fülle vielleicht doch nicht so anzusehen? Und was mich begeistert an diesen Versen ist, dass es eben heißt, dass Gott mein Erbe ist. Es heißt, der Herr selbst ist das Erbe. Und als ich das begriffen habe, habe ich gemerkt, da steckt so viel mehr drin als das, was ich in meinem minimalistischen Denken, wie ein Leben aussehen müsste, noch drin ist. Ein Freund von mir, der jeden zweiten Tag an die Dialyse muss, weil er in jungen Jahren ein Nierenversagen hatte, sagte einmal, Vergleichen ist Gift für die Seele und für deine Berufung. Du verlierst den Blick auf dein Leben. Und das denke ich auch immer, wenn wir vergleichen. Ich denke mir, gerade jetzt sind wir oft daran, zu vergleichen, was wollte ich eigentlich in 2020 machen und ich konnte nicht. Oder welche Träume hätte ich gehabt für meine Kinder, die jetzt einfach ein Jahr Pause hatten. Wohin wollte ich gehen und ich konnte nicht gehen. Und dann vergleichen wir mit anderen Leben um uns herum, wie sie unterwegs sind und denken dann manchmal, die haben das bessere Land gekriegt. Ich habe einiges von meinen Träumen, was ich gedacht hatte, gehöre zu meinem Leben, auf meinem Lebensweg loslassen müssen. Und ich denke mir, das kennst du auch. Aber als ich verstanden habe, dass mein Erbe Jesus ist, wurde mir bewusst, dass ich in Jesus ja alles habe. Alles, was wir brauchen, steckt in Jesus. Mein Leben ist in ihm geborgen. Die Zuflucht, dieser Psalm hat ein übertitelt in der neue Genfer Übersetzung wird es übertitelt mit Zuflucht.
wenn ich den Mut habe, meinen Blick auf Jesus zu heften, mit aller Ehrlichkeit, dass das Leben oft nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann wird mir dieser Reichtum bewusst, den Jesus mir schenkt. Glück, Herrlichkeit, Freude, Leben und in allem sich selber. Der letzte Vers vom Psalm heißt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in diesen Wochen herausgefordert, dieses Leben, diesen Weg zum Leben auch neu zu finden. Vieles, was bis jetzt okay war und gut ging, geht jetzt nicht mehr. Und wir haben es lange ausgehalten und vielleicht noch gehofft, es kommt dann wieder. Und für mich ist da immer diese Frage, wie kann ich dann Jesus immer vor Augen haben? Wie bin ich dann bei Gott verwurzelt, bei meinem Erbe? Und für mich hat das ganz stark mit meinem Gebetsleben zu tun. Ich habe gedacht, diese Woche haben wir diese Allianz-Gebetswoche, deshalb passt das auch also ein bisschen da rein. Ich habe nicht ein regelmäßiges Gebetsleben, so funktioniert das seit den letzten 30 Jahren, sondern das hat sich immer wieder entwickelt und manchmal ist es eher eine trockene Sache. Da bin ich einfach brav am Beten, so wie ich denke, es ist gut. Und andere Male ist es etwas ganz Lebendiges. Aber oft in den letzten Monaten bin ich einfach still vor Gott gewesen. Ich habe keine Worte für das, was ich brauche oder das, was ich denke, wäre gut für meine Umgebung, für mein Umfeld. Manchmal nehme ich dann Psalmen und lese die sind für mich gute Gebete, die oft Worte finden, die ich selber nicht habe. Und manchmal habe ich auch eine Liste von Anliegen, von Menschen, die mir am Herzen liegen. Und dann bete ich einfach Woche für Woche für diese Menschen oder für diese Situationen und Anliegen. Ich glaube, es geht darum, dass wir diese Beziehung pflegen, dieses Gespräch mit Gott, dass wir diesen Jesus als das Erbe, das er uns schenkt, auch kennenlernen. So kam es auch, als klar wurde, dass wir keine Kinder haben werden, dass ich diesen Blick auf Jesus neu entdeckte und begriff, dass er mein Erbe ist und nicht mein Kinderwunsch. Das war ein großer Brocken. Da lernte ich auch mitzubeten, dass Gott nicht mein Leben einfach segnen soll mit meinen Wünschen, sondern dass ich in dem Segen von Gott laufen will, dass ich mit diesem Erbe unterwegs sein will. Aber oft sind es ja auch kleine Alltagsdinge, wie wenn ich einen Tag plane und dann alles anders läuft, als ich gedacht hatte. Der Zug ist verspätet oder die Technik funktioniert nicht oder die Menschen, die ich treffen wollte, kommen nicht oder sie sind nicht gut drauf an einer Sitzung und wir müssen die Sitzung wiederholen, weil wir die Entscheidungen nicht machen konnten, die wir wollten. Und da merke ich auch wieder, oder? Wie gehe ich mit dem um? Glaube ich jetzt, dass diese Fülle vom Leben trotz allem da ist? Kann ich dankbar sein? Kann ich Jesus anschauen und ihm sagen, ich vertraue dir. Du bist meine Sicherheit, du bist meine Zuflucht. Die Erkenntnis meines nierenkranken Freundes über das Vergleichen kam nicht von ungefähr. Er sagte dazu, was für ein Glück habe ich. Jeden zweiten Tag kann ich 6 Stunden mit meinen Söhnen verbringen. Sie spielen an meinem Bett, wir reden und teilen unsere Herzen miteinander. Welcher Vater hat so ein Glück? Das, was andere als Beschränkungen im Leben von ihm gesehen haben, hat er als Weite erkannt, als Geschenk. Und
das möchte ich auch, dass wir das lernen können. Dass nicht da, wo ich glaube, mein Land ist beschnitten, da fehlt etwas, dass ich Gott anklage oder mich selber, sondern dass wir das dankbar anschauen und die Sicht von Gott erhalten. Heute im Allianzgebet ist der Vers aus Lukas 10, 27 als Titel drin, wo Jesus uns auffordert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Weshalb kann er so etwas von uns erbitten? Weil er unser Erbe ist. Weil er uns zuerst geliebt hat und alles Leben aus ihm kommt. Und dafür möchte ich gerne zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Erbe bist, dass du sagst, dass du alles uns gegeben hast, alles, was wir brauchen. Und du siehst jeden von uns und was wir im Moment, was uns fehlt, was uns beengt, was eine Not ist, und oft sind es echte Nöte. Es ist nicht einfach irgendetwas, das uns unbequem ist, sondern es sind große Nöte, die einige von uns tragen. Und ich bitte dich, dass du da hineinkommst, als dieser Jesus, der Leben bringt, als dieser Jesus, der uns Zuflucht und Sicherheit schenkt. Und als dieser Jesus, der sagt, das Glück ist in mir zu finden. Amen. Genial, vielen Dank, Rachel, für diese Ermutigung, auch die tiefen Worte, dass wir, egal in welcher Situation, auch wenn wir manchmal sprachlos sind, immer wieder in Jesus, in Gott dem Vater uns unsere Zuflucht finden und neue Kraft. Du hast uns da inspiriert. Mir geht es auch so, Wort Gottes, immer wieder das zu lesen, aber auch im Gebet, diese zwei Dinge sind doch sehr zentral. Und gerade die Geschichten von Josef, Isaac, Jakob, Abraham, die hatten auch ihre Herausforderungen da, dass ihre Schicksale nicht so liefen, wie Gott wollte, und trotzdem war Gott mit ihnen. Und das sind auch starke Geschichten, die uns immer wieder inspirieren, weiterzugehen, wie deine Geschichte. Genial, dass ihr auch im LiveNet-Talk darüber berichtet habt, kinderlos, wie kann man so ein erfülltes Leben haben, empfehle ich jedem auch anzuschauen, diesen Talk. Vielen Dank dir für die Inspiration. Wenn du jetzt das auf Social Media oder auf LiveNet, jesus.ch gehört und gesehen hast und würdest gerne selber dann mal austauschen, auch mit anderen Leuten hier im Zoom, kannst du dich anmelden, livenet.ch/pause, jeweils mittwochs 9:30 Uhr bis 10 Uhr. Vielen Dank euch allen.